Und? Was hast du heute gestohlen, Redi? Sicher wärst du, Blackie. Dass ich nicht lach. Was kannst du schon viel gestohlen haben? Ein Kaugummi vielleicht. Ho, ho, ho. Blackie, du bist und bleibst ein Teppi. Schön sprechen, Redi. In einem Supermarkt hab ich eine Schachtel Mozartkugeln gehabt, einen alten Weib in der U-Bahn, das schwere Krokodilledergürtel entwendet, wo 3.500 € beheimatet sind, und last not least, hab ich im Parlament in Herrn Finanzminister dessen Eiersackel weggezaubert, was morgen einen Finderlohnwert hat von zig Millionen Eier, sprich Euro. Jetzt bist du baff, Blackie, was? Redi, ich geb's zu, so viel Diebesgut hab ich nicht. Ich hab bloß der österreichischen Nationalbank das Riesensparschweindel entführt. Bist deppert, Blackie? Das ist ja total super. Und wie viel Milliarden Euro hat die riesige Götze? Leider 0 Cent. Was? Der Porzellanbau vom Nationalbank-Nutschifall ist kein klar. Wie kannst du das wissen, Wiefzack, ohne dass du nachgeschaut hast? Ich hab die riesige Porzellansache mit dem Fußschlaghammer erschlagen. Ein Scherbenmeer, nicht mehr. Ja, und dann hab ich den James Bond angerufen, dass er das splitterreiche Sparschweindel zurückbringt zur Nationalbank. Nicht besser, Blackie, aber du bist blöder als die Polizei erlaubt. Aber gescheiter als die 3 Panzerknacker von Walt Disney, weil die Trotteln werden von der Polizei andauernd verhaftet. Glaub mir, der Räuberhauptmann Hotzenplotz ist gegen die ein Edeldieb. Und du weißt, samt seine vielen Pistolen ist er ein Wichser hinterm Gartenzaun. Aber wenn er was stüht, bringt er das Diebesgut nie und nimmer zurück. Der James Bond hat's zurückgebracht und nicht ich. Aber du hast ihn beauftragt, Deppi Blackie. Genier dich. Tut leid, Redi, dass ich so deppert war. Aber sei so nicht, schenk mir eine Mozartkugel. Ich hab einen Bärenhunger. Die Mozartkugeln hab ich schon alle zusammengefressen, samt der Schachtel. Gieral, hast jetzt 3.500 €? Das millionenschwere Eiersackel vom Finanzminister? Und ich muss hungern. Das ist nicht leibend von dir. Traummännlein, ich hab da eine Reibergeschichte reingedruckt. Nix hab ich gefladert. Weder die Schachtel Mozartkugeln im Supermarkt, noch das Krokodilledergeldbeutel von der U-Bahn-Oma und schon gar nicht das Eiersackel vom Finanzminister. Blackie, ich gesteh, ich bin Diebeneger. Redi, das oberste Gebot in der Räuberbibel lautet, seid ehrlich zueinander, sonst... Werdet ihr vom Raubteufel gefressen, das weiß ich eh. Und ich gestehe da offen und ehrlich, ich war noch nie in der österreichischen Nationalbank. Das Riesensparschweindel ist nur ein Fantasiegeschöpf und die James Bond habe ich auch nicht kontaktiert. Mit anderen Worten, wir sind zwei arme Hund. Ärmer als ein Kirchenmaus. Das heißt im Arsch daheim. Aber wir beide haben ein fantasiereiches Hirnkastel. Wie können wir gar zu Geld kommen? Denk nach, Blackie. Denk scharf nach. Ich tue es auch. Es ist Faschingszeit. Als Schraub bin ich zum Kinderball. Immer als Polizist gegangen. Danke fürs Stichwort. Ich hab's. Wir stellen in einem Kostümgeschäft 2 Polizeiuniformen und überfallen dann als falsche Polizisten eine Bank. Deppi Blackie, glaubst du, ich will 2 Stunden nach dem Überfall mich und die uniformlos und splitternackt weltweit in alle Medien sehen? Die Banken haben heute super scharfe Überwachungskameras. Jedes Arschwimmerl sehen die. Ja, aber was willst du mit den Polizeiuniformen machen? Zum Beispiel zum Polizeiball gehen und dort sie total auffressen und ansaufen, Eine geniale Idee, Redi. Ich freue mich schon auf den Ball. Aber als erster gehen wir ins Kostümgeschäft. Als Reiber rein, ho, ho, ho. Und als Kiefer raus. Hi, hi, hi.